Guten Tag miteinander, heute zusammen. Hey, freut ihr euch auf den Einladung auf den Fuhl? Wir sagen ja. Hä? Wollen wir das hier anfangen? Tun wir von oben runterzählen. Machen wir 3, 2, 1 und dann geben wir ihnen einen Applaus. Herzlich willkommen, Nilo und Fuhl. Ja, das ist Geschichte vom Ritter Schlötterli. Möchte ein grosser Ritter sein, bei jedem Abenteuer ist dabei. Ja, das ist Geschichte vom Ritter Schlötterli. Möchte ein grosser Ritter sein, bei jedem Abenteuer ist dabei. So fängt sie an, die Geschichte vom Schlötterli. Spitzt eure Ohren, hört zu. Für unsere tapfer Hilfe Schlötterli gibt's nämlich gerade etwas zu tun. Wir haben einen Räuber, einen schlimmen Kerl, ganz ein furchtbar schrecklicher Mann. Einer, der einem vom Anschauen schon eine riesengroße Schnecke jagen kann. Eine Hexe hat's auch mit den Warzen auf der Nase. Sie wohnt im tiefen, dunklen Wald. Sie hat den Zauberhut und weisst du was? Sie ist in Räuber verknallt. Ja. Doch nur keine Angst, weil wir haben ja unseren der Schlötterli, der rettet unseren Tag. So ein blöder Räuber und der Hex gerade wird sicher fertig, gar keine Frau. Ja, das ist die Geschichte vom Ritter Schlötterli. Möchte ein grosser Ritter sein, bei jedem Abenteuer schert Wein. Ja, das ist die Geschichte vom Ritter Schlötterli. Möchte ein grosser Ritter sein, bei jedem Abenteuer schert Wein. Also, wir wachsen. Mega schön sind wir da, mega schön sind wir da geworden zum Gast. Und wir möchten euch heute tatsächlich die Geschichte erzählen vom Ritter Schlötterli. Und der Ritter Schlötterli ist sehr ein mutiger, tapferer Ritter, aber manchmal braucht er etwas Hilfe. Und wir brauchen auch euch Hilfe. Könnt ihr bitte alle Kinder einmal aufstehen? Sehr gut. Und ihr könnt bitte alle Kinder einmal so. Und einmal so. So. Aha. Und einmal so. Und einmal so. Und einmal so. Und dann machen wir eines. Weil wir haben vor das Lied von den Schlöttern und Blumen zwei Gerichte im Singungsplatz. Ja, das ist die Geschichte vom Ritter Schlötterli. Möchte ein grosser Ritter sein, bei jedem Abenteuer ist dabei. Könnt ihr ausschreiben? Ja, das ist die Geschichte vom Ritter Schlötterli. Möchte ein grosser Ritter sein, bei jedem Abenteuer ist dabei. Okay, Kinder, und könnt ihr noch mir helfen singen? Milo, könnt mal eure Stimme so bis zu mir für die Geschichte. Ist gut. Und ich habe 2 Ohren, eins ist da und eins ist da. Der Milo hat auch 2. Also haben wir 4 Ohren und dann musst du auswählen, in welches Ohr du deine Stimme schickst. Statt zu mir oder da oder da. Gut, sind wir da. Jetzt geht's. Ja, das ist die Geschichte vom Ritter Schlötterli. Sehr gut. Möchte ein yes, bei jedem Abend ist dabei. Sehr gut, gerade nochmal. Ja, das ist die Geschichte vom Ritter Schlötterli. Möchte ein grosser Ritter sein, bei jedem Abenteuer ist dabei. Nilo, ich glaube, die können halt auch uns. Ja, glaubst du? Schön, ihr habt das gelernt. Voll, die sind mega schlau da. Komm, wir probieren es. Sind wir bereit? Wir müssen fast gar nicht mehr haben. Wir müssen fast ganz rein. Ja, das ist die Geschichte vom möchte ein bei jedem aha, und jetzt machen wir nochmal etwas. Jetzt schauen, ob die Erwachsenen auch wissen, wie man sich bewegt. Dann können wir mal umdrehen und mal mit Gabi, oder vielleicht können sie es auch. Schau, wir probieren es mal. Ja, das ist die Geschichte vom Ritter Schlötterli. Schau mal, du machst es mega gut. Möchte ein grosser Ritter sein, bei jedem Abenteuer ist Okay, gut, also nochmal die grossen und die kleinen zusammen, dann können wir dann keinen Frage machen. Ja, so machen wir. Mit dem Theater.
Zebra. Ja, das ist die Geschichte vom ja, noch Leute, er möchte ja, und jetzt ist es aber so, wie die Konzerte, eigentlich bin ich hier vorne, dann kann man verbeugen und dann gibt es einen Applaus, und jetzt haben wir ihr alle gesungen, das heisst, ihr müsst euch alle verbeugen und wir geben einen Applaus und geht's los. Könnt ihr euch mal verbeugen? So machen wir es. Wir machen Bravo. Aber jetzt komme ich nicht ganz raus. Also geht jetzt das Theater los oder ist es fertig? Nicht wirklich. Ich gehe mal hinter und schauen, was passiert. Ist gut, Kinder, ihr dürft in einem Schlag sitzen. Wir haben die ganze Zeit stehen. Gut. Ah. Oh! Oh. So. Was für ein guter Tag. Für mich. Der gefährliche Räuber Holdrio. Der gefährlichste Räuber. Und ganz Brenngarten. Und Umgebung. Am Morgen, Kinder, stehe ich auf und tue gerne etwas klauen. Und dann laufe ich den ganzen Tag umeinander und wisst ihr, was mache ich dann? Klauen! Haha, ich bin der Wetter. Mensch, klaue ich den Eichhörnchen Nützli aus dem Baum. Oder, wenn die Kinder auf dem Schulweg sind, dann schleiche ich mich an, mache den Schulweg auf, nimm das Mühle raus. Ja, aber nur, dass etwas Feins ist, der Frankel könnte halten. Kinder, und ich sage euch etwas, mit dem Räuber Holdrio nicht Spaß. Er ist gefürchtet, sehr gefürchtet. Nur jemand macht mir Angst. Meine geliebte Frau, Grüselhex. Sie ist noch gefürchtiger als ich. Aber im Moment ist sie gerade nie dumm. Das ist sehr gut für Kinder. Ich tue nicht nur gerne räubern, ich tue auch noch gerne schlafen. Ich mache einfach das Schläfchen. Aber wenn mich meine Frau verwünscht, dann wird sie immer verrückt. Dann schaue ich schnell. Nein, gut. Wenn er sie sieht, würde er mir rufen. Gut. Ah. Das sieht ja ganz so gemütlich aus. Das ganze Räubern macht mich immer so faul. Du musst andere mit Ruhe Hexenwasser. So ist brav. Es ist so schön, wieder bei mir die Heime im Hexengärtchen zu sein. Das ist ein Lärm. Und wo ist mein Mann? Ich sehe ihn so schlecht mit meinen Hexenaugen. Wo ist mein Mann? Hoppala! Schätzeli! Kinder, wieso haben wir nicht gesagt? Nicole, was auf jeden Fall, Schätzeli, es tut mir leid, es ist nicht, wie es aussieht, ich kann nicht geschlafen, ich kann nur schnell meine Augen ausgerufen, gell, Kinder? Ja. So. Ja. Es ist ja immer das Gleiche mit dieser Schnarchnase. Immer nur am Fuß ist er, den ganzen Tag. Ja, aber, also ich finde es gemein, weil ich muss immer räubern und Kinder schrecken. Und du machst nichts. Ich bin halt eine Hexe und die Hexen fliegen mit dem Hexenwesen umeinander, tief im Wald und suchen feine Zutaten für die Nacht. Nacht? Ganz eine feine Nacht. Zeit. Was gibt's denn? Ich glaube, es gibt ein Lieblingsessen. Mein Lieblingsessen, Quinoa-Salat. Nein, etwas viel Feines. Nein, Tu noch mal rätseln. es Gemüse-Chop-Suey. Was ist denn das? Ein Gemüse? Kennt ihr das? Nein, ja, niemand kennt das. Jetzt dann wenigstens ein Bratwurst. Gell? Keine schlechte Idee, Bratwurst, aber es gibt etwas viel Gesünderes. Oh. Komm an, ich will es verraten. Es gibt Kräutlisuppe mit Hürli! Nee. So fein! Kinder, habt ihr das etwa gern? So. Oh, hast du es? Niemand hat das gern. Ich habe schon 100-mal gesagt, ich habe nicht gern Kräutlisuppe mit Hürli. Jetzt was tun, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Aber es ist so grusig. Du musst das essen, damit du gross und stark wirst und endlich ein bisschen Muskeln bekommst. Aber kann man nicht einfach eine Bratwurst machen? Nein, Brot und Käse. nein, Toastverleih. nein. Aber es gibt noch ein kleines Dessert.
Kein Raclette. Raclette fände ich gut essen. Nein, es gibt Schneckenschleim mit giftigen Beeren. Oh Mann! Aber ich habe das nicht gern. Was tut? Jetzt ist fertig. Brokkoli! Dann habe ich ja noch lieber Brokkoli. Kein Widerrede. Was tut? Ich will jetzt tief im Wald hineinfliegen und eine feine Beilage suchen. Giftige Pilze und Spinnenbeinchen. Und du musst in dieser Zeit ein schönes, grosses Feuer machen, damit wir das kochen können. Aber... Ja, warum nicht Spaghetti? Spaghetti gibt es bei uns nur am Samstag. Und das war gestern. Heute ist Sonntag. Ja, das ist wahr. Gut, aber... Ja, Miri. Also, was musst du machen? Sag mir das bitte einmal. Holz hacken. Und das Feuer. Und das eine grusige Würmelsuppe. Und ja, mit Fuße. Sonst wird dich dann verkauft. Gut, ich gehe jetzt in den Wald. Hexe also daher und Abflug. Kinder, findet ihr das recht? Findet ihr das gut? Dass ich muss Krütlisuppe mit Würmel essen? Ist doch grusig. Drum, Kinder, sage ich euch. Wenn ihr lernen kochen, weil ich das nie gemacht. Und jetzt muss ich immer das essen, was meine Hexe mir kocht. Und meistens ist es Würmelsuppe mit Kräutern oder Kräutersuppe mit Würmel. Beides kann ich nicht gern. Aber jetzt gehe ich halt noch Holz hacken, weil ich selber schuld. Ich bin aufpassen beim Kochen. Ja. Ah, ist das schön in dem Wald. Wie viele schöne Blümchen und Pflänzchen und Bäume, die es da hat. Ich suche ein Geschenkchen für meinen König. Weil er hat einen kleinen Geburtstag und ich möchte ihm etwas bringen. Und dann sagt er, oh Hamster Goldöhrli, mein Lieblingshamster, danke dir für das schöne Geschenkchen. Und er weiss nichts davon, dass ich von die Heime weggelaufen bin, weil es eine Überraschung sein. Und ich habe gehört, dass es im Wald manchmal versteckte Räuberschätze gibt, die vergessen gegangen sind. Und was hat eigentlich mein König besonders gern? Karate? Ja, ich kann das aber nicht so gut schenken. Ich habe nicht gedacht, etwas wie einen schönen Funkelstein oder... Ja, schöne Blumen, richtig. Wo finde ich da echt in dem Wald so einen schönen Schatz? Oh, vielleicht bei dem Baum. Da hat es doch eine Höhle irgendwo. Ich bin sicher auf der Höhle. Räuber! Hat's da Räuber? Oh, Räuber! Schau mal! Haha, das stimmt gar nicht, sagt doch ein Räuber. Ah, oh. Jetzt höre ich das nicht rein, es findet da irgendwie. Wieso sagen die nichts? Wieso? Wer bist du und was willst du da in deiner Räuberhöhle? Ich bin der königliche Hamster Goldöhrli. Sehen Sie noch meine schönen goldigen Öhrli? Ja? Wer sind denn Sie? Das bin ich. Jeder kennt mich. Ich bin der fürchtige Räuber Holbio. Und was willst du da? Ich suche nur einen Schatz. Einen Schatz für meinen König. Schatz, ja, aber sag mal schnell, Goldhamster, gell, schon Goldhamster? Sag mal schnell, das ist eine schöne Wägli. Was will der Mann von Ich mir? bin noch gut. Du, schau schnell. Hamster. Sind Sie wirklich ein Räuber? Nein, ich will lieber mal. Komm schnell zu mir. Na gut. Schau mal da. Würdest du schnell schauen? Ich glaube, ich habe dort etwas verloren. Vielleicht ein Grundstückchen gerade dort im Gebüsch. Also, soll ich heimgehen? Nein, kommst du gerade wieder. Geh schon, was das ist. Oh, nur schauen. Kinder! Nein, gut, dann verrate ich euch das Geheimnis. Nämlich, wisst ihr was? Mein Lieblingsessen ist... Sie, Entschuldigung. Ja. Also, was soll ich jetzt suchen? Ja, das ist so... Ich glaube, dort in dem Gebüsch hat es noch... Komm mal, schnell. Auf jeden Fall. Kinder! Oh, so schön. Kinosalat. Mega fein. Sehr zu empfehlen. Oder auch Gemüsejob zu lieben. Bratwurst meinetwegen. Aber Kinder, das beste Essen.
Ist Gold auf. Sie! Ja! Hunde! Goldhamster! Nein, das ist nichts. Eine Liane! Das wieder weg. Gut. Lass mal zu. Meine liebe Frau und ich würden heute Abend ein Grillfest machen. Wir haben einen sehr grossen Grill und würden etwas Feines braten. Und du wärst eingeladen. Wow, eine Party im Wald! Und ich Ja! So gut. Eine feine Marinade! gibt's auch Popcorn! Gell, Kinder, das ist eine gute Idee. Ja, ich darf grillen! Marshmallows! Und ich gebe! Los mal! Entschuldigung, also die Grillen in dem Wald, die sind furchtbar. Schau, jetzt los mal schnell zu. Du darfst hören, was es ist. Ja, es ist eine Überraschung, aber ich verrate es dir. Also, die Grillen. Ja, grillen, das gehört. Ich wünsche mir einen Schokokuchen. Schokokuchen hat es keinen. Ja, das hast du schon mal gehört. Dann würde ich gerne einen Servela grillieren. Servela, ein Würstchen, ja. Aber was noch? Früher, gell? Ja. Und was noch? Ja, Marshmallows, habe ich doch schon gesagt. Nein, was du. Die sind so fein. Ich kann es dir verraten. Nämlich weißt du, was gibt's nicht. Heute Abend gibt's Goldhaus. Also besser gesagt. Ja, ich! Jetzt kann ich dich fesseln. Und dann will ich bin sogar ein sehr guter und ein schlechter Mensch, das hast du schon recht. Jetzt lass mal. Das machen wir nicht. Auf jeden Fall haben die wahrscheinlich gedacht, ich bin gar nicht so schlimm. Aber jetzt bin ich schon noch ein recht schlimmer Finger. Und ich habe jetzt etwas Feines zu essen. Und wissen wir, was ich. Wissen Sie, was ich jetzt mache? Ja, dann muss ich jetzt zuerst. Ich bin verliert. Ich glaube, ich muss schnell rausschauen. Meine Augen. Ein Schönheitsschlösschen. Ich wollte einen Feins machen. Du mein Ander mit Hexenwasser! Ist das schön mit mir in Hexenwasser! Ich habe ihn auch gemacht! Ich sehe, wie du das ist! Jetzt mal Nase schon runter, ist am Kopf gekommen! Also ich bin Gespräch mit dir! Nein! Es wird dir stinksauer und Hexen! Es ist gar nicht gleich, es ist ganz anders. Es sieht gleich aus, aber es ist anders. Ich habe nämlich für uns einen feinen Snack. Ich bin Snack nicht gut genug! Hä? Aber der muss reden zuerst, du musst reden. Los, bevor die Kinder dir alles verraten. Ich habe etwas Feines gefangen. Wir können dann immer noch Flügel, Würmering, sagen wir zum Dessert oder zum Apero, aber ich habe ein feines Snack gefangen. Guck mal, die Schnöpfe, das ist in der Höhle. Nimm mal die grosse, knorzige Hexennase und Wer ihr, wenn das so eine blöde Witz ist wieder? ja, du mal schmecken. Was Popcorn habe ich nicht gern? Was bittert meine verschmöderte Hexennase? Ja. Oh, ich weiß, was es ist. Ja. Ist ein goldiger Elefant? Nein, den habe ich auch gesehen, aber der hat... Ein Elefant! Ich entschlossen. Schmeck nochmal! Schmeck ich nochmal! Ja, warte mal. Was bittert meine verschmöderte Hexennase? Oh, ich glaube, ich weiß, was es ist. Ja, gell. Das ist sagen. Ist es Lama? Ich hab zwar ein Spar, ja, fast schon gesehen. Nein, du noch mal schmecken. Noch ein Fleckball. Nein, aber du hast Aber ich so weiß groß. nicht, dann geht's glücklich und bei mir glücklich. Ja, ich schmeck's mal. So ein riesen Nase. Schmeckt. Ich kann schon haben. Ja. Ist es. Aber nicht irgendwas. Es ist nicht königliche Goldhamster Goldöhrli mit dem saftigsten Wädli. Sag dir's. So fein. Oh. Ja. Oh, und du hast den gefangen. Ich habe ihn ganz allein gefangen. Was Sachen gibt's, aber ich muss sagen, gut gemacht. Ja. Du bist der beste Räubermann, der sich eine Hexenfrau wünschen kann. Ach, versetz So ein fleissiger, Ja, gut, ja. starker Mann. Ein gescheiter Mann. Danke, ja, ist gut. Einfach groß, aber trotzdem. Ohne Holz und ohne Finger. Gibt's auch kein Fenster mehr zum Schlafen. Ja, das war. Also, schau jetzt. Dann gehe ich jetzt wo Holzhacken. Dann machen wir das Feuer. Und dann Gut.
Also. Und ich wollte jetzt aber den Wald in der Früh und feine Beilagen holen. Ja, gut. Ich suche nur nach zerstampften Weinschnecken. Die passen gut zum Hamster. Ja, von mir aus. Ja, von mir aus. Gut. Gut, mach es. Bist du ein, mein Räuberschätzer? Ich habe es. Also her und Ich das. habe Wo bin ich? Ja, also. Hamster ist gefangen. Es gibt einen kleinen Nacht. Ich komme jetzt von Holz ab. Das ist fair. Der Hamster ist wie der König drin, obwohl er das ja gar nicht will. Und wenn er nicht wie jemand retten kann, dann landet er noch verdrehen. Hex, der Räuber, wenn er nie mehr hat, der soll dann rauskommen. Den Ritter, einen Held, wer geht es da rum? Und man hier heute vergessen, Ein Held. haben so einen Ritter nicht. Ein Ritter. Wie heißt es der Ritter? Der da, auf dem Plakat meinst du? Ja, wie heißt es der? Wie wisst ihr, wie der heißt? Wir müssen doch den rufen. Der heisst Blöterli, ich weiss es ganz genau. Blöterli. Ritter Schnäckeli. Schlötterli! Ritter Schlötterli heisst Schlötterli. Oh Mann, ich vergesse immer genau den Schlötterli, das liegt am mysteriös. Kinder, wir haben vom Anfang was gesungen, wissen Sie noch? Könnt ihr uns helfen? Weil wir müssen Schlötterli holen, weil wenn der Schlötterli nicht kommt, dann ist der jetzt ein bisschen schade. Kinder, könnt ihr mal, wir müssen aufstehen, wissen Sie noch? Und dann, wie hat es angefangen? So. Ja, das ist Schiff vom Ritter Schlötterli. Ja, genau. Du weißt es noch ganz genau. Okay, komm, wir singen jetzt nochmal und hoffen, dass es wirklich ist. Also es geht so. Ja, das ist Schiff vom Ritter Schlötterli, ein großer Ritter, sie, bei jedem Abenteuer ist dabei. Und können wir es so laut machen, dass er es hört, und dann geht hin auf die Burg, und wenn er es nicht hört, dann ist es schon, wenn ich es vergessen. Das wäre ja auch nicht schön. Gell? Ja, das ist Schiff vom Ritter Schlötterli, ein okay, noch ein letztes Mal, es geht so. Ja, das ist also, ich glaube, das ist Super gut, Kinder. Hey, bravo Kinder, Applaus bitte für die Kinder. So, Kinder, was machen wir so? Wir sitzen wieder an. Also Sie sitzen an und wir schauen, dass der Schlötterli gehört. Also ich bin mega gewundert, wie es weitergeht mit dieser Geschichte. Komm, wir gehen schnell schauen. Gehen wir schnell durch. Okay. Bleiben da. Wer ist schon da? Goldöli, wo ist mein Hamster? Goldöli, bin voller Kummer und Sorg. Und Goldöli, unter meinem königlichen Bett ist er nicht. Keller oben auch nicht, im Schloss Blumen auch nicht. Meiner Stuben auch nicht. Wo ist mein Goldöli? Das Dörli von seinem goldigen Käfig ist weit offen gestanden. Aber vom Goldöli kein Spur. Er ist einfach davon gelaufen, ohne zu sagen, wohin das er geht. Der Räuber hat auf meiner Burg gibt sicher keinen Räuber. Schenkel holen. Oh, ich liebe von meinem Hamster, aber wieso denn? Ich habe doch schon die Burg gehabt. Im Wald. So, in der Höhle. Er macht keine Sachen, der Hamster. Hey, das wird gefährlich. Das wird wirklich gefährlich. Was soll ich noch machen? Ich kann doch nicht im Wald, ich muss regieren auf meiner Burg. Eine gute Idee. Ich rufe meinen einzigsten Ritter, den ich habe, im Schloss.
Es ist ein tapferer Ritter, ein starker, ein Edler, ein Ritter auf einem grossen, weißen Ross. Mein Ritter, der ist sicher nicht gegessen worden. Wollt ihr mir helfen, meinen Ritter zu rufen? Wissen wir, wie er heisst? Gut, dann zähle ich auf 3 und wir rufen 1, 2, 3. Ritter Schlötterli! Hey Meister, tapferer Ritter Schlötterli, zu Diensten. Schön bist du so schnell da, Ritter Schlötterli. Selbstverständlich. Du sag mal, wo ist denn dein weißer, edler Ross? In der Rückkehr. In der Reparatur. In der Reparatur. Es kommt wieder. Und wo ist denn deine blitzblank polierte Ritterrüstung? So, In der Pfanne, es ist sie. So, geht Meister. es hält sie. Sehr bereit, viel mit Kämpfen. Los Was zu. machen Sie, die Meister? Ritter Schlötterli. Ja. Kinder haben etwas ganz fürchterliches berichtet. Nein, was? Der Goldöhrli. Der Gott, Ihren liebsten Lieblingshamster. Mein Lieblingshamster. Nein, das Öhrli von der Kette ist nicht offen gestanden. Muss schnell was können. Und vom Goldöhrli keine Spur rum. Ja, er ist verschwunden. Ja, und Gut, dann kann ich jetzt gerade den Gott besuchen. Er ist wahrscheinlich wie sagt man, beim Vorrat im Essen. in der Spießkammer. Danke. Soll ich das mal schauen? Moment, Ritter Schlötterli. Warte. Wir müssen das überlegt angehen. Die Kinder haben mir berichtet, Ja. dass der Hamster Goldöhrli Ja, in Wald ist. im Wald. In Wald? Aber dann bin ich fragen, ist es der Wald, wo, also der Wald? Der Wald hinter unserer Burg. Ja, also es ist so, ich meine jetzt so, ich bin einmal im Wald wo laufen und es ist so, es klingt blöd, aber wenn es zu der Seifhöhle recht näher gekommen und dann hat es mich so angeschaut und ich würde sie dann lieber in die Kante, ja. Aber Ritter Schlötterli. Nein, kann ich nicht mehr anschauen. Nein, ich würde nicht schlafen durch eure Zeit. Nein, aber ich glaube, ich habe schon gehört von Kiri. Ich muss schnell wissen. Ich komme, Dann mach geschwind und komm wieder, es pressiert nämlich. ich kann nicht gerne Wald. Der ist wirklich. So etwas. Der Ritter Schlötterli. Der hat Angst im Wald gehabt, der Ritter Schlötterli. Ja, so etwas. Was soll ich echt noch machen, damit er im Wald geht? Oh, da liegt ja meine königliche Schatzkiste. Was habe ich echt da drin? Wo habe ich meine geschaut? Soll ich hinschauen? Sind ihr sicher? Was habe ich da drin? Oh, da habe ich meinen wertvollsten Schatz drin. Schokiherzli. So etwas Feines. Ich sammle Schokiherzli und ich esse sie auch gern. Und da hat es ja etwas anderes. Was ist denn das? Ein Säckenspray. Was macht denn der da mit meiner Schatztruhe? Für was ist der gut? Richtig, auf die Haut spritzen, damit man nicht stocken wird. Richtig, okay, das habe ich eine gute Idee. Vielleicht hilft das ja auch gegen die wilden Eichhörnchen, die durch den Ritter Schlötterli so Angst haben vor denen. Wir rufen ihn mal, er soll mal kommen, mal schauen, was er meint. Könnt ihr ihn rufen? Schlötterli! Ja. Hat's geklappt, Ritter? Hast du ihn gewaschen? Darf ich mal schmücken? Was hat sie da? Also, Also egal. Die Kinder haben eine grossartige Idee gehabt. ja, muss ich nicht in den Wald. Doch, du musst im Wald, du darfst im Wald. Ich will nicht im Wald. Aber lass gut zu. Mann, Wir haben da etwas für dich. was ist das? Das will dich beschützen auf dem Weg im Wald. Ist wahr. Ja. Ist Oder wirklich wahr. Aber Gott, was ist da? Aber wenn da kann ich dann draufsprayen, aufs Eichhörnchen. brutal. Gut, ja, dann vielen herzlichen Dank. Aber nicht jemand anders. Nein, Ritter, los zu. Ich muss jetzt dringend mich meinen königlichen Geschäften widmen. Mann. Gang bitte im Wald, du und der Goldöhrli, suche die finden und mir gesund und munter wieder zurückbringen. Ja, okay. Ich danke dir von Herzen. Und vielleicht wirst du dann auch belohnt. Ich muss jetzt gehen. Tschüss, Kinder.
vielen Dank für eure Hilfe. Ade, weißt nicht. Bitte schauen. Ciao, Ritter. Toi, toi, toi. Auf Kinder. Also, ich bin nicht jetzt auf so eine falsche davor, aber der Wald. Aber wenn ihr schon mal so was Ähnliches gesehen hättet, dann hättet ihr auch. Gut, aber ich fange an, der Kinder braucht noch Hilfe. Okay? Das ist schon, wenn es also allein ist. Nein, das ist gut. Ich habe ein bisschen Angst. Wo soll ich hin? Sind doch nur ein kleines Schleuderli. Der dunkle Wald schickt mich der König rein. Sind doch nur ein kleines Schleuderli. Ja, das ist die Geschichte vom Ritter Schleuderli. Möchte große Ritter sein, die jeder machen will. Können wir noch ein bisschen helfen? Ja, das ist die Geschichte vom Ritter Schleuderli. Möchte ein großer Ritter sein, wie jeder machen will. Oh nein! Oh je! Jetzt habe ich etwas gesehen. Doch nicht, ist nur ein Vogel. Oh nein! Oh je! Jetzt ist es um mich geschehen. Ach, ich wünschte, die Geschichte wäre schon fertig. Das ist die dritte Schlüssel, möchte ein großer Ritter sein, wie jeder Maler König verdient. Komm, da ist es gut. Ja, das ist die vom Ritter Schlüssel, möchte ein großer Ritter sein, wie jeder Maler König. Okay, danke vielmals für eure Hilfe. Wir können wieder absitzen, aber die Prüfung hat dann nicht gut gebraucht. Das ist gut. Also ich habe wirklich, wissen Sie, der Wald, dann hast du auch ein bisschen Angst. Ich habe auch ein bisschen Angst. Oh Mann, aber wenn es eigentlich kommt, dann hilfst du mir. Okay. Wo ist das Bierniveau? Was ist das? Was habe ich gehört? In dieser dunklen Öl sieht man ja nichts. Ist das ein Sägebild? Ein Räuber! In der Wald hat auch noch einen Räuber! Und von dem hat der König nichts gesagt! Ich muss das Holz und das Feuer machen. Ist das ein Räuber? Nein! Was ist das für ein Weißwasser? Oh. Was machst du da in meinem Räubergärtchen? Aber Entschuldigung, ich suche, haben Sie vielleicht einen goldigen Hamster? Ich bin auf der Suche nach einem Hamster. Haben Sie den gesehen? Ja. Ja. Aber Moment mal, wer bist du eigentlich? Ich bin gedacht, für die König vom König. Und ich suche eben den Hamster, also Sie haben den gesehen. Ja. Moment, jetzt denk noch. Aber warte. Jetzt denk noch. Moment, ich muss geschwind denken. Oh, das ist eine gute Idee. Ein Hamster? Ja. Nein, habe ich in dem ganzen Laden noch nie gesehen. Wirklich? Nein. Aber viele sagen, Sie hätten schon einen Hamster gesehen. Ich komme nicht raus. Wir wissen ja gar nicht, wie ein Hamster ist. Aber was soll ich denn jetzt machen? Ich habe eine gute Idee, was du machen sollst. Ja, Dr. Ritter. Danke, Sie lieber Mann. Ich und meine Frau, ein liebes Ballfraueli, eine Franzeli. Und dann wir machen heute Abend ein schönes, grosses Fest bei uns im Wald. Ja, mit Grill. Und du passst gut zu unserem Fest. Du bist darum eingeladen. Ich habe eine Stunde. Ja. Findest du das gut? Der passt nämlich ganz gut zu unserem Fest. Oh, der Himmel. Der wird mich essen! Ja! Halt! Stopp! Nein, das will ich nicht! So ein Hobbys. Ich will nicht essen werden! Kinder, hat gesagt, sie soll mich essen! Stimmt das? Habe ich dir gesagt. Es gibt feine Sachen, Schokokuchen, Suppe mit Früchten. Der Hamster will einen Rock! Also hören Sie, die Kinder sagen, sie bewerben den Hamster und mich und alle essen. Komm mal, sicher nicht an Ihr Grillfest! Los zu, jetzt habe ich dann langsam keine Geduld mehr. Ich kann nicht! Du kommst jetzt zu mir, dann packe ich dich und dann gehen wir in die Höhle. Sicher nicht, keiner soll mich schweren!
Kind. Ah, mach dich nicht lächerlich. Komm jetzt zu mir in die Höhle. Richtig, du hättest es falsch. Komm, gib mir doch. Ich komme sicher nicht. Ja, Schiss! Wo ist er jetzt hin? Ah, da ist er. Ich komme nicht. Du kommst jetzt da hin! Fang mich doch mal an. Bring's da! Wo ist er? Da ist er! Komm zurück! Oh, bis alter Räuber, das ist mir zu anstrengend. Oh Kinder, ich habe eine gute Idee. Ich will mir helfen von dem Trick. Warte schnell, du musst wieder schnell wegkommen. Schau, Kinder, ich mache so. Wenn ich mache so, dann würde ich sagen ja. Und wenn ich mache so, dann würde ich sagen nein. Ist gut. Sagen mal ja. Sagen mal nein. So, jetzt Herr Räuber. Los jetzt dahin, Magnin! Los, es ist gut. Ich hätte eine gute Idee. Will ich sehen, der ist ja immer noch ein Stück raus. Los, es ist gut. Mein Vorschlag wäre dass wir, weil ich sehe, sie sind ein bisschen aus der Dusche. Jetzt würden wir schnell ein Päuschen machen, sagen wir 20 Minuten, sie können schlafen und dann können sie weg und dann können sie mich nachher wieder fangen. Gell, Kinder, so machen wir das. Mann, habe ich dich richtig verstanden? Ich gehe jetzt auf die Pause. Oh ja. Du musst warten. Und wenn ich dann fertig geschlafen habe und wieder wach bin, dann packe ich dich. Ja, und du musst warten, bis ich fertig geschlafen habe. Ja, gell, ich will warten, bis Gut, du bist ganz ein lieber, ein gescheiter Bub bist du. Da gehe ich schlafen und komm dann, du wartest da. Ja. Komm, richtig. Ja. Was? Kinder, so ein dummer Runde. Der glaubt, dass ich jetzt nun da warte, bis er wieder kommt. Aber in Wahrheit, so ich denke jetzt, der Vorreiter, ich warte doch nicht, bis er wieder kommt. Wie ist denn der Grund? Ja, wenn ich es nicht schaffe, dann gebe ich dir nicht schwer, dann kannst du noch das Theater fertigstellen. Gut. Was ist das? Wo ist mein Reutermabo? Wer bist denn du? Ich bin nicht der Schlüssel. Danke, ich mache nicht mehr. Jetzt bin ich schon so lange auf der Ladentür. Die Rolle ist voll, jetzt kommst du auch noch. Ich will nur nach Hause. Aber sag mal, wo ist denn mein Mabo? Der ist geschlafen. Der ist geschlafen. Ich bin auch Der schlaft? Mach nicht mehr. Was tust du da? Ich will mit der Hand verfolgen. Ich bin schon lange heim, aber ich verloren habe. Streichen und Blutspannung. Kannst du holen, oder wie? Ich kann nicht sehen. Los mal zu, du lieber Bub. Ja? Mein Mann und ich, wir machen heute Abend ein grosses, schönes Festival und du bist eingeladen. Nein, das stimmt nicht. Das hat der Mann auch gesagt. Sie wollen mich nur nicht essen. Und ich will nicht. Ich will los. Nein. Kinder, du kannst nicht. Lassen Sie, liebe Frau Hex. Danke, ich verliere immer mein Schwert mit dir. Wie wäre es, wenn Kinder mir haben etwas mitgebracht aus der Stadt. Es ist ein Augenparfüm. So, Ja, Kinder, es ist ein Augenparfüm. Und man würde sagen, ja, man tut sich das so in den grossen Städten, man tut das so in die Augen und dann schmeckt man rein nach Mücken, Zecken, Flügelbrennen und Flöhe. oh, ein Muckenparfüm, wo nach Flüge, Zecken, Mucken schmeckt. Das ist gut. Gell, Kinder, das stimmt. Ist das wirklich? Ja. Oh, Anne, mit dem Stoff, bumm. Also dann sollte ich Ihnen das nachher zeigen und dann können wir nachher weiterreden. Werden meine Augen dann ganz schön? Ja. Sehen die dann besser? Ja. Und kommst du nachher dafür an meine Party? Ja gut, dann haben wir keine Zeit verlieren. Dann komm, mach ich gut, ganz fest, aber ich. Wirklich? Ja, komm, mach schnell. Also schnell das sagen. Gut, danke. Darf man das die Heime machen?
Schau das brennen! Ja gut. Kinder! Oh, danke vielmals für eure Hilfe! Schau, ich lerne das nicht mehr, okay? Ich lerne das ein anderes Mal. Ich verspreche es. Kann ich jetzt heimgehen? Der Räuber morgen! Nicht so ein Stil. Aber wer ist denn? Mit Festnet, der Öli! Der Hamster, Gott. Warte, ich kann es aber schauen. Nein, der Räuber ist ja gefesselt. Hamster! Oh, du armer Hamster! Komm, ich befreie dich, komm, ich schneide deine Fest. So, danke! Ja, komm schnell raus. Gut, zum Glück hast du mich befreien. Oh, sag Ich bin nicht mehr gefesselt. Ist das ein Stressziel? Furchtbare Geschichte. Mega anstrengend. Kann man nie mehr. So dramatisch. Ja. Aber jetzt eigentlich ist aber alles erledigt, jetzt gehen wir heim. Oh ja, gehen wir zu. Oh, Moment mal, ich kann doch nicht mit leeren Händen heimgehen. Wegen dem König, meinst du? Ja, ich kann mir doch ein Geschenk heimgehen. Aber der König hat ja, weißt du, der König hat ja wahrscheinlich schon alles, was er will. Und wenn wir heimkommen und du bist dabei, bist du wahrscheinlich schon sehr, sehr, sehr glücklich. Und er hat ja auch noch seine Schatzkiste. Oh, ja, Schatz, gut. Wenn wir einfach heimgehen zum König. Ja, wir gehen zum König, machen die Schatztruhe auf und nehmen alle Schatztruhe. Alle essen wir ganz allein. Ja! Gute Idee. Komm, wir gehen schnell. Schnell, gehen wir. Ja. Tschüss, Kinder, macht's gut. Ja, liebe Kinder. Danke vielmals, dass ihr uns geholfen habt, zum Abschlöckchen helfen. Weil ohne euch wäre es sehr, sehr trauriges Theater geworden. Also danke vielmals. Jetzt machen wir das so. Wir haben nachher noch ein paar Sachen für euch. Die sind definitiv. Es hat jetzt eine Postkarte, die wir gratis nehmen. Das eine ist für Zigzag Sucht, das ist das, was ich am Abend live gespielt habe, Schauermusik. Das andere ist für Milan Fu. Es hat auch CDs. CDs muss man allerdings mit dem Poster, die kann man nicht gratis nehmen. Aber die Lieder kommt nachher über und verteilt das alles lebendig ans Auge. Außerdem, Kinder, jetzt dürfen wir noch nicht über, wir noch warten, bis der Nilo gibt. Außerdem gibt es noch das. Und auf der Rückseite von dem ist noch unser Lied. Dann könnt ihr heim an meinem Papi auf die Gitarre begleiten und wir werden singen. Und ihr könnt es wieder mitnehmen und singen. Jeden Tag, von morgen bis am Abend. Im Auto kann man singen. Ihr könnt sagen, Mami, Papi, singen, es gibt jetzt zum Einschlafen oder zum Aufstehen. Und wir hören erst auf, wenn ihr wieder an das Konzert bringt. Und ich glaube, du willst erstens nie aufstehen, das ist auch schön. Gut, wenn du es mit das ist also auf jeden Fall steht das Lied. Und Kinder, wir singen jetzt noch einmal. Oh, und das habe ich vergessen. Oh mein Gott, alle Kinder, die so gut gesungen haben. Und auch die, die überhaupt gesungen haben, von den Grossen, kommen nachher zu mir. Aus der Schatzkiste vom höchsten persönlichen Also, bei mir gibt es noch Kleber und Postkarte und bei Fu gibt es noch ein Schoki. Ja, das ist das sein. Und wir danken für die Einladung und Jerry und der ganzen Organisation, mega schön. Sind wir bereit, Kinder? Okay, und wir wachsen zusammen, jetzt das lang gehört es ganz so. Ja, das ist Schiff und Richter, er möchte wie jeden Abend ist er dabei. Und eines? Ja, das ist Schiff und Richter, er möchte wie jeden Abend ist er dabei. Dann, ich würde sagen, machen wir das schon lange nicht machen. Ich hätte eigentlich gerne die Kinder so schön singen. Könnt bitte mal alle Kinder und da will ich singen. Könnt bitte mal yes, genau, die Grossen dahinter, die Kleinen vorne und dann haben wir da Grossen und die Hauptstadt singen. Also die Knie und Alle können die Bühne, genau, alle können die Bühne, machen das gleich. Yes, schau jetzt wunderbar. Sind wir bereit, Kinder? Und seht ihr dort hinten die Türen und ich will bis dort raus singen. Ist gut, dass die von außen das auch noch hören. Gut, jetzt, du hast es direkt hier, danke. Und, jetzt geht los. Ja, das ist wie von noch ein letztes Mal und dann noch zu viel, wenn ich einen Applaus höre. Ja, das ist Schiff
Einladung erklärt. Danke vielmals. Bis Zuhören. Tschüss, Kinder.